Hallo, schön, dass Sie mir wieder folgen. Ich muss Sie leider enttäuschen. Die Folge über den Dom ist heute noch nicht dran. Heute sind wir wegen etwas anderem hier. Die Folge, der heißt immer, wie der Kölner Hauptbahnhof nach Köln kam. In der Folge wie die Bimmelbahn, die Seilbahn, die Therme, die Claudius-Therme und der Zoo nach Köln kam berichtet habe, haben die Römer ja zu Lastenzwecken Dreisalinen oder wie die Dinge heißen genutzt. Das heißt, die haben Schienen gelegt und haben dann Dinge über Schienen von Hühen nach Hott geschoben oder auch von Pferden ziehen lassen. Wurde damals auch auf dieser Seite genutzt. Und zwar war das Zentrum, der Umschlagplatz, hier. Wenn man sich das heute mal betrachtet, heute ist das hier ein Schmelztiegel für Touristen und durchgehende Reisende bzw. Berufspendler. Man brauchte damals auch keine Information, um zu wissen, was, wie, von wo nach wo. Das wurde alles auf Papier geregelt, beziehungsweise auf Papyrus. Die Dreisaline, die die Römer erfunden hatten, wurde noch bis ungefähr zum 3. Jahrhundert genutzt. Danach war es dann so, dass der Klerus, der dann hier übermächtig wurde, gesagt hat, nee, das ist Teufelszeug, weil Wissenschaft, das wollen wir nicht, das lassen wir, das machen wir nicht mehr, dann haben sie das verboten. Erst Ende 17. Jahrhundert, Anfang 18. Jahrhundert, ich warte mal, bis das Ding steht. Als hier in Deutschland die Dampfmaschine erfunden wurde, Sie erinnern sich bestimmt doch noch an die Feuerzangenbowle, Pfeiffer mit 3F, ne? Kam hier in Köln der gebürtige Franz Zuch auf die Idee, diese Dampfkraft umsetzen zu lassen in Antriebskraft. Nur leider wurde sein Patent hier nicht genehmigt, weil man das damals für zu fortschrittlich hielt, zu dem Zeitpunkt. Also ist er ausgewandert und hat dann in England oder Amerika, das weiß ich jetzt nicht mehr, seine Karriere mit der Dampflok gemacht. Ging dann inzwischen in den Brunnen gefallen, ein Kind. Und erst mit den Preußen, die dann einen erhöhten Bedarf hatten, also die Franzosen, die hatten ja keinen Bedarf, für die reichte Baguette, um glücklich zu sein. Erst als die Preußen sagten, wir haben erhöhten Bedarf, wurde die Dampflok dann auch hier in Köln etabliert. Ja, und dann hat man angefangen, dieses Zentrum, dieses altrömische Zentrum, aus den Urgesteinen wieder aufzubauen. Ja, und das sieht heute so aus. Der Transportbedarf ist heute ein bisschen größer als zu Preußens Zeit. Deswegen sind die Dinger inzwischen auch was länger, wie Sie gesehen haben. Den Ersten Weltkrieg hat der Bahnhof überlebt. Im Zweiten wurde das Dach zerbombt. Das haben sie danach neu gemacht. Ja, was überlebt hat auch, ist diese Zahl. Und wenn wir schon bei 4711, bei was traditionell Verkäuflichem sind, es gibt hier inzwischen andere Sachen. Weil, ich sagte ja, der Transportbedarf ist heute größer, allerdings auch anders gelagert. Das heißt, die Güter kommen hier nicht mehr an. Da ist es ausgelagert, auf dem Güterbahnhof. Hier kommen nur noch Touristen an oder Pendler oder Leute, die mal eben nach Köln kommen. Und die finden hier alles, was ihr Herz begehrt, was man morgens braucht.
Eine Zeitung oder was zu lesen für die lange Fahrt. Was zum Anziehen für die letzte Minute. Mal eben was schnell auf der Faust. Oder morgens einen Kaffee. Ja, und Sie können sich natürlich auch vorstellen, dass man so eine Masse von Menschen irgendwie dirigieren muss. Dafür gibt es so große Pläne in Zwischenschalttafeln, die automatisiert über den Computer angesteuert werden. Und es gab damals diese alten kleinen gelben Dinger, wie Sie da im Hintergrund sehen. Damit bin ich noch groß geworden. Da mussten wir einfach hingehen und ganz genau gucken, wo Anfahrt und wo Abfahrt ist. Beziehungsweise Abfahrt und Ausfahrt. Nein, aber Sie wissen schon, was ich meine. So, jetzt haben Sie inzwischen kennengelernt, dass irgendwelche findigen Wirtschaftsleute diesen Bahnhof zu einem nicht nur Ankunfts- und Abfahrtspunkt ausgebaut haben, sondern auch zu einem Shopping-Erlebnis. Ja, was fehlt da nur noch? Das Einzige, was fehlt, ist ein Anschluss aus der Stadt. Und den haben Sie hier verwirklicht. Unten ist die KVB und die KVB an sich, naja, jeder Kölner weiß, die KVB ist nie pünktlich. Wenn da oben steht 2 Minuten, heißt das bei der KVB eigentlich alles. Der Kölner Hauptbahnhof ist inzwischen hochmodern. Allerdings ist es ja auch gruselig, wie Sie inzwischen mitbekommen haben. Und für solche, die damit nicht zurechtkommen, denen das zu gruselig ist oder die einfach zu alt sind oder die ein ganz besonderes Ticket brauchen, hat die Deutsche Bahn hier auch was eingerichtet. Das ist einzigartig in Deutschland, in der Größe, das gibt es woanders nicht. Ja, und das hier ist die DB, sozusagen das Reisezentrum. Hier können Sie Ihre Fahrkarten kaufen, hier können Sie Züge vorbuchen, hier können Sie Reisen buchen. Hier können Sie eigentlich alles machen, wenn Sie mal irgendwo hin wollen. Der Kölner Hauptbahnhof ist einer der modernsten Bahnhöfe Deutschlands inzwischen. Angefangen von den Römern mit ihren 3 Salinen über die Preußen, haben Sie jetzt erfahren, wie der Hauptbahnhof hier im Ganzen entstanden ist, wer das Ding mehr oder weniger vorangetrieben und aufgebaut hat, und wie er heute genutzt wird. Das Einzige, was man hier am Hauptbahnhof, so modern er auch sein mag, über Jahre hinweg nicht geschafft hat, ist es, diese Uhr da hinten über dem Haltestellenschild der KVB zu reparieren. Bei dieser Uhr haben sie nämlich nicht geschafft, aus welchem Grund auch immer, und das hat inzwischen Tradition, dort Zeiger anzubringen. Wenn ich sage Tradition, dann haben sie das mehr als 2-mal vorgeschlagen, dann wieder Zeiger dran zu machen. Und alles, was hier in Köln mehr als 2-mal stattfindet, ist Tradition. Ja, und damit schließe ich meinen Bericht, wie der Hauptbahnhof nach Köln kam, für heute ab. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und lehnen Sie sich wieder schlafen.